Dort ist gerade die schöne Prinzessin von Sanaa, Cem al-Nahar, gestanden. Da hat der schlaue Alte zu ihr gesagt: «Du möchtest doch sicher einmal mit dem Ross selber reiten und selber lenken, oder?» «Oh ja», hat sie gesagt, «aber ich weiss gar nicht, wie das geht.» «Sitz auf», hat der Alte gesagt. «Ich zeige dir, wie es geht. Ich habe ja schliesslich das Ross selber gebaut.» «Oh ja, gern», hat die Prinzessin gerufen. «Aber ich will nur einmal ums Schloss herumfliegen, dass wir zum Fest wieder rechtzeitig zurück sind.» Kaum ist der Alte aber mit der Prinzessin auf dem Zauberross gesessen, hat das Ross am linken Ohr gezogen und sie sind davongesaust und nicht mehr zurückgekommen. Wo der Prinz gemerkt hat, dass die Prinzessin und das Zauberross verschwunden sind, ist er vor Kummer und Schmerz ganz verzweifelt gewesen. Und weil der wüste Alte auch nicht mehr da war, hat der König gesagt: «Sicher hat der böse alte Prinzessin geraubt, aus Wut, weil ich ihm deine Schwester nicht zur Frau gegeben habe.» Da hat der Prinz befohlen: «Suchet die schöne Prinzessin Cem el-Nahar in der ganzen Stadt und im ganzen Land.» Aber niemand hat man auch nur eine Spur von ihr gefunden. Da hat der Prinz beschlossen, sich selber auf den Weg zu machen und sie in der ganzen Welt zu suchen. Er ist durch viele Länder gewandert, hat manche Gefahr erlebt, hat über riesende Flüsse müssen und über das tobende Meer, bis er schliesslich an einem Tag im fernen Griechenland angekommen ist. Dort ist er einmal an einem Abend in einer Taverne gesessen und hat gehört, wie 3 Händler davon geredet haben, dass der König von Griechenland etwas ganz Gespässiges gefunden habe. «Ein Ross aus Ebenholz?» hat der eine Händler gerufen. «Ja», hat ein anderer gesagt, «so schwarz wie die Nacht.» «Ja, und es sei einfach vom Himmel oben runtergefallen. Das kann doch gar nicht sein», hat der dritte gerufen. «Doch, der König hat es behauptet, er hat gesagt, er hätte es selber gesehen.» Da hat sich der Prinz, der angekleidet war wie ein gewöhnlicher Reisender, eingemischt und hat gesagt: «Entschuldigung, könnt ihr mir sagen, wo ich den griechischen König finden kann?» Und die Händler haben ihm den Weg zum Palast gezeigt. Aber die Wächter wollten den Prinz nicht reinlassen. «Stimmt das denn mit dem Ebenholzross?» hat er sie gefragt. «Ja, ja», haben die Palastwächter gesagt. «Das schöne Ross steht jetzt in der Schatzkammer vom König. Aber der wüste Alte, der hockt im Kerker. Der mit dem Ross gekommen ist.» «Ja, ist denn sonst noch jemand beim Ross gsi?»